Guten Morgen, sehr guten Abend. Wir befinden sich da in der Bibliothek von einem Arbeiterring in Durham, Kalifornien. Und jetzt hat mir gebeten, halten eine Lektion. Ich habe bestimmt, dass ich bin nicht kein Lektor über die jüdische Literatur, aber mein Lehrer in der jüdischen Literatur hat angeschrieben 2 Bücher, Essayen. Goldberg ist gewesen der langjährige Redakteur von jüdischer Kultur, bis 101 Jahre alt. Und ich habe ausgegeben, vorzulehnen sein Essay, was heißt Yitzchak Leibes Peretz, der ganze Jid von unserer Epoche. Judla mit Peretz, wie ein Berg, was mehr rücken sich ab von ihm, als scharfer, als atemverhappendiger Wörter. Judla mit Peretz, wie ein Berg, was mehr mit der Nentern sich ziehen, als beutelnder wird jeder Detail, als tiefer jeder Knetsch, als spielhaftiger jeder Fodem von seiner Vielkolierigkeit. Als mehr Hellen entdecken wir in ihm und wundernde Hellen. Hoffechbar, Blätter ihm und Blätter ihm, a viele bloß gedeiht an Plecken vor sich, das, was das früher verfällt. Lehn ihm und lehn ihm in der Tief, nicht bloß etliche Lieder und nicht bloß etliche von den schönen Almen, bewussten Meises, volkstümliche, chassidische, allegorische, surrealistische, das sind bloß Bergspitzen, nicht der Berg. Nimm dem ganzen Peretz, das Lied wie die Erzählung, die Meise wie die Drama, wie die Publizistik, erst alle zusammenstellen mit sich vor die Ganzheit seiner. Eins auf ein Horn nicht minder wichtiger wie das andere, alle zusammen der Peretzbeget, was warmt noch Adayom. Wie wunderlich nicht verältert ist, wie selten deuerndig. Ist nicht alles, was es alt in der Literatur ist, gültiger Feind, und nicht alles, was es alt ist, Jerusche. Aber größere Kunst ist allemal gültig. Tomet Jerusche, Tomet Deuer, und Peretz ist Gole Deuer. Yitzchak Leibes Peretz, der ganze Jid, öfter besser der ganze Jid von unserer Epoche. Ist voll mit wunderlichen Stiles und noch mehr mit wunderlichen Synthesen. Stellt mit sich vor dem Seismograph von Erfolg mit den Diensten, Antennes und den sensitiven Spielungen zu jedem Zigzag von dem Volkssuchenischen und Blondenischen. Eigentlich der Synthese von diesen Zigzagen. Darüber gefällt jeder Teil vom Volk, auch gut der Assimilator und der Orthodox, sich allein in ihm. Nicht zufällig haben die jüdische Arbeiter heute gedacht, als ruft zurück in Chile rein. Bei anderen haben ihm das Alt zu seinem 50. Jubiläum zugetragen am Matone. Eine Kopie von der jüdischen Bibliothek, was Peretz hat redagiert, was hat kursiert zwischen den politischen Arrestanten von 10. Pavillon in der Warschauer Turme, mit untergestrochenen Oissis, was haben gedient wie eine Schifferschrift zwischen einem politischen Arrestanten und dem zweiten. Und gleichzeitig hat im selben Jahr ein chassidischer junger Mann geküsst die Hand von dem Mann in der Ballerina von Zeglanegas und ihm gedankt, leben teuer von sächsischen Worten, ihr versiehst uns dem Goles. Selten wenn der Schreiber gedient so stark wie ein konzentrischer Brennpunkt, in welchem es hat sich zunächst gesammelt, übergebrochen und herausgekommen, nahe und ganz, den Schirmer von Erfolg.
Zusammen mit Chaim Schiklowski und Theobald Shimon Dubnow ist gewesen der Ausdrücker vom vorgeschrittenen jüdischen Gedanken von unserer Zeit. Und ich nehme sie mit Archiven alle drei zusammen. Mahmes beste jüdische Bourgeoisie hat gefordert bloß bürgerliche Recht für sich, haben sie schon, jeder auf seinen Häufen, wer früher und wer später, mit Dame Schiklowski früher, herausgestellte Forderung für volle nationale Recht für ein jüdischen Volk. Alle drei haben darüber wieder, jeder auf seinen Häufen, bekämpft die Assimilation wie ein Volksschützeras, mit einer Ausnahme. Dubnow und Schiklowski haben sich bedarf befreien von seiner jugendlichen Kosmopolitismus. Judlamet Perten hat ja Trilles in den frühen 70er Jahren geschrieben auf Polisch, hat keinmal von seiner ersten schieren Mann nicht angerührt, kein Schum Beiswind von Volkverlegenung. Ich nehme euch alle drei zusammen, machen sie haben schon geglaubt in der Säkularisation von jüdischem Volk und gehalten, als man kann sein ein nationaler Ried, nicht seiende kein Gläubiger in traditionellen Sinn, hat geschrieben Shimon Dubnow. Peretz und Schiklowski haben angerührt den jüdischen Sozialismus und seien von ihm bewirkt geworden. Beide, wer früher und wer später, haben am Platz den größten Emmes, als wie modern die moderne Jüdischkeit soll nicht sein und wie nahe und einseitig sie soll nicht werden, wächst sie heraus von der teuersten Geschichte vom Volk. Und beidens Wertigkeit von Heint ist gelegen in der Verständnis von Nächten, in Groben in der Tiefe vom Volk, in Stellen Forderungen zu der Geschichte vom Volk. Und gewinn ist das ein Prozess, ein komplizierter und ein schwerer. Herauszustellen ein weltlich-nationalen Jiches von einer Geschichte, was es gewinn verdeckt mit der Schleier von Religion und verwickelt in der Wickelschnur von jüdischem Das. Es ist euch gewinn das Erkennen, als zulieb Kampf gegen die Rabbonim und den Fanatismus soll man gleichzeitig nicht herauswerfen, tief völkische nationale Werten. Wie es ist geschehen damals, wie es ist geschehen später, zum größten Schaden von jüdischem Säkularismus und dem jüdischen Volk. Und Judlamet Peretz, was hat historisch gemusst sich rangeln gegen Streimel und gegen den Clair, gegen die schreckendicke Nachtwächter und gegen Hasidismus, hat gleichzeitig gesucht, herauszustellen die Werten von Joscher, Humanismus und völkischer Derhäubenkeit, nicht nur von den Neviim, nur auch von Medrash und von Talmud, von spanischen Periode und von Hasidismus, von der Skala bis der Arbeiterbewegung. Machmes beim Abkleiden Volkwerden nimmt man nicht von keinem greiten seidischen Kuffert. Man sucht ob Deuerwerden, also als das Volk beim Herübergehen ein historisches Schwell soll nicht herübergehen ein Nackets, nur mittragen dem Ansammel von Deures mit sich. Yitzchak Leibisch Peretz ist gewesen der Synthese von Stires, was hat den Toch geschaffen, eine Ganzkeit uns Stires. Wie so eine Ganzkeit? Mahmes Judlamet Peretz hat nicht nur gefragt, nur abgefragt. Verliebt in der Reuter von hat Judlamet Peretz sich geschrocken vor die, was haben oft davon getragen. Und Meure gehabt, was wird werden, wenn die Beherrschte wollen werden Herrscher. Nach 1906 hat erklärt seine Liebschaft zu Defender von Freiheit. Ich zitiere: Meine bis in der letzten Minute heiß geliebte Fenner. Aber zugegeben, nur jetzt in der Minute, wenn Pogromen stehen in der Luft,
seien sie mehr nicht so heimisch, nicht so heiß geliebt. Bei anderen hat man bedarf schmierende Räder von der Revolution mit jüdisch Blut. Bei Perzen hat das jüdische Blut vergossene und in Pogromen bedroht die Fenner, was haben getragen in sich dem Zudog von dem neuen Tag. Verglebten Sozialismus hat der Kamat einer allein entschleiert die hypokritische Phraseologie von der polnischen PPS, die polnische Sozialistische Partei, bei welcher die P, die polnische P, wächst mit jeder Sekunde auf dem Cheshbon von dem sozialistischen S. Und scharf demaskiert die PPS, wenn es Redner, was reden von Völkerbefreiung, haben ausgerechnet alle Völker, was PPS muss und wird befreien, und mich nicht gerechnet, mein Volk nicht der Mund. Und attackiert die Jiden von gewissen Sort, jeden Junge, noch ausgefeiltere, als unsere lang gestorbene und begrobene Schenker und priestliche Faktoren. Bloß ein ganzer Jid hat gekonnt erspüren, wie schließen sich ein und ergänzen sich hat die zwei geungefährden. Was eins und zweiten ist nicht denklich und nicht möglich. Bloß ein rappischer Kritiker, wie es ist gewesen, der jüdisch-sowjetische Aleph Rosenzweig, in sein unglücklich Buch Der radikale Periode im Perez zu schaffen, hat gekannt bezeichnen die letzten 16 wunderliche Schaffungen angefüllte Jahre von Perez's Leben, von 1891 an, wie Abwägen von Reaktion. Er hat nicht gelernt und hat gelernt nicht verstanden Perez's deklarative Animamin-Wörter, geschrieben im Jahr 1912. Ich stehe, bin gestanden und rechne bis meinen letzten Atemzug zu stehen in der Reihen von den Kämpfern für einen fortschrittlichen, radikal fortschrittlichen jüdischen Gedanken. Nun zum jüdischen Arbeiter hat er aber gesehen für sich das ganze Volk und sich für ihn eingestellt. Mendel möchte es voran, Shalom Aleichem, sehen für sich Beker die deklassierte Volkmasse. Mendels Kapzonen, Shalom Aleichems Mildennest, das kleine Menschenle, das hilflose Topfenseins, die Vermischbarkeit seine. Mendels Benjamin, was reißt sich von der Tunajedewker Blotte, Shalom Aleichems Menachem Mendel, was reißt sich schon heraus von Kastelivke und hat nicht wo anzukommen. Aber dem jüdischen Barmalache, dem jüdischen Arbeiter sehen sie Gott sympathisch, bloß peripherisch. Mendele sagt, wie die Jiden bei den Säulen, also ist der Barmalache bei Jiden. Shalom Aleichem weist aus warme Sympathie, aber nicht voll Verständnis für die Model Kamsäuls, die Pfefferlach, die Masche Baschewitschlüssel. Perez schon den modernen Arbeiter, mischt sich mit ihm, bewähnt die Näterns, berachnet die Kinder von Dallas, reißt auf Bunches frische Semmel mit Putterpsychologie, steht nun zum Bund, aber er sieht auch das ganze Volk. Er bedeuert den Krisis von jüdischen Weber, in der Erzählung Weberliebe, aber beklagt einseitig den Matze von jüdischen Kleinbürger, was wird erstickt und zertrotten, in der Balagola, die Provinzreise und andere. Er spürt schon die Verlorenheit und die Abfrängung von jungen, großstädtischen, intelligenten sich. Ein Thema, was Nomberg und Bergelsen wollen später ziehen weiter. Er explodiert schon die philisterische mittelbürgerliche Kolbeinikes, was wären Wortsagers und Volksführers. Ein Thema, was Moshe Leib Halpern, Moshe Nader und andere wollen später aufhaben.
spart sich an auf die größten Neshamas vom Volk, was willen heraufzwingen dem Schabbos auf der Welt, a viele ob nötig auf die Churves von der Welt. Cholem von Kindern mit Fliegel, was heben sich rüber und gemäusigt, und von Menschen mit steifen Rückenbeinen, was können sich vor keinem nicht beugen. Wickelt schon dem Jiches von modernem Arbeiter in der großmenschlichen Idee, was hat geatmet und gelebt in der Tiefenischen vom Volk in Meschach von Deures. Wie wohl hat geglaubt, als es muss kommen eine neue Zeit, und als zu still wird es nicht kommen, hat doch weggestellt die Liebe und die Rachmen von dem kleinen Menschen, von kleinen Menschen von der Welt über allem, und gewollt ihn beschützen, als die Räder von der neuen Zeit sollen ihm nicht zertreten, nicht lassen ihm wie Bunches geblieben, als zerhargeten in der Blotte. Geglaubt in ein Gegenstellen sich, Leben nimmt man mit Gewalt, sagt der Batchen in bei Nacht auf dem Alten Markt. Allein ein Rufer zum Widerstand, wie Nussinov hat ihm angerufen, der Novi vom Kampf, wie Schwidlowski bezeichnet ihm, weiß als es nicht lässt ihn, will es sein. Und als gemischt wird und ausgelöst muss werden die Welt, wie Schleimer in die goldene Kette schwarze ein. Hat aber noch alles gewollt, als der Mischbit und der Auslesung sollen nicht wehtun die Beleidigte und die Erschlagene von der Erde, nur sie aufheben. Und sie hielten in Liebschaft und in Rachmen. Und will eine Welt, wo der, was man tritt ihm wie ein Wurm, wird der Mensch, der Baldäer. Besser reicht darunter die Ballerstreimel und die frumme Katzleit und rangelt sich gegen den Mittelalter und der, wie ruft sie, konservative Partei, hebt gleichzeitig heraus die schöne Menschlichkeit von Poscheten Jid, dem Frommen wie dem Nicht-Frommen und dem humanen Atem von Chassidismus. Kann nicht vertragen die oberflächliche amaratische Apikorsis von der hellen Wässer, die Broschürenschlinger ruft sei. Stellt euch nackte parasitische Ponnen von leidigärsten, kleinersten Landen, was hat Meure verbittelt teure. Bei sein Freu rangelt sich pathetisch ein allein zu der Haltende mit die Besprache beim Leben, wie schildert das in Kass von Aidene. Und gleichzeitig malt mit läuterer Liebschaft dem geleiterten Betochen von Sati dem Fischer in Nissen auf dem Jam, oder dem Träger in 7 gute Jahr, oder das Porl in der Kunstmacher. Aber Betochen wie ein Fließfeuer, was stärkt und reinigt und erhebt sei, aber Betochen, was quält euch nicht so von seiner Glauben in Gott, wie von Perzes Glauben in sei, trockt sich wie ein reuer Chaim in sein Schaffen. Durch euch heimzeitig und morgenzeitig hat mehr wie seine Mitzeitlos gesehen das Volk in der historischen Perspektive. Nicht Shalom Aleichem und nicht Mendele seien zurückgegangen zum Efer. Beide, der Ricker Mendele, seien noch zu nah gestanden zum Gerangel gegen den Gliefer von Mittelalter. Mendeles Benjamin steht noch als ausgedreht mit dem Ponym zum Amor, aber dem Seidens Kavone ist ihm auszulesen von abgestandenem Mover. Mendele muss historisch herunterreißen der Mittelalter. Peretz, der ganze Jid, mehr modern und mehr itzeitig für die anderen, was schoppt ab dem Mittelalter von dem Volksheut, hat schon gestellt Forderungen zum Mover. Will ihn schon destillieren und von ihm abkleiden. Machen es, ein Volk wie ein Mensch muss haben als ein Korn. Dem Volk zu Korn ist die Historie. Mehr wie wer es ist und effektiver wie Schwidlowski, hat was hat sich gerangelt gegen Gliver und Javer und gegen
die, was willen drehen die Räder von der Geschichte auf zurück, herausgesucht die Schönheit und die Heldigkeit von Amal und gehielt die jetzige Deures in sich. Ohne Historie, hat gesagt, kann kein Volk nicht klüger, nicht besser werden. Und geht zu, von wann soll das Volk nehmen Praktiker? Ob jeder da mit seinen Zorres und Naches, Geschreunes und Meiles wird abgeschnitten und weggelegt. Die goldene Kette von Hemschach, was bloß der Abtrünniger kann sich von ihr abreißen. Judlamet Peretz, noch einmal der moderne und weltliche Jid, hat sein unser Dor in sein hemmschichtiger Ganzkeit. Hat aufgefasst den weltlichen Jiden in der Dementie von Tief, das heißt, wie ein Produkt von unzähligen Deures, was haben geknotten und ausgestaltet dem ethischen und geistigen Behus von Volk. Gdei das zu tun, hat noch einmal gemusst befreien die Vergangenheit von dem überläufigen Zudeck von Religion, herausheben ihre freiheitlichen Strömen, sehen sie ihre Wirkung auf den Gang von Volksentwicklung. Suche ich meine Jüdischkeit, suche ich es in der Zukunft auf dem Grund von Material in der schöpferischen Vergangenheit. Und was ist die schöpferische Vergangenheit? Was ist die Jüdischkeit, wie Peretz fasst sie auf? Die Weltidee, was sucht die Verkörperung in der Materie, in der Gestalt, in welcher sie schlagt sich ab, in der jüdischen Neshama. Hat geschrieben in dem Essay wegen was führen ab von Jüdischkeit. Und Meure haben die gesagt, der Leiner wird ihm nicht klar verstehen, ist im Peretz Masber Dominion. Jüdischkeit ist das, was beschafft in Zeiten von Selbstständigkeit, Freiheit und Machtinstituten zur Anpleckung und Verkörperung. Und dämmelte sie Fried und Glück, Eulam Hase. Was beschafft in Zeit von Streit, Instituten zum Opfer, zum Verhieten, zum Schützen, sich und die Ihrige. Und damals ist sie Kampf- und Heldengesang. Und was muss in Zeiten von untertäniger Schwachheit sich einziehen, einschrumpfen, behalten in Pinterliid, aushalten schweigendig und abwarten die bessere Zeit. Und damals ist sie Hoffnung, Leiden und Pein, Mashiach-Chaleimes und Eulam Habe. Und damals verlangt sie Opfer. Und die Jüdischkeit, für welche wir verlangen, die Opfer, muss klar und deutlich bezeichnet werden. Gefällt dem Sinn, dem ethischen Behus in der jüdischen Geschichte und Kultur, in der geistigen und moralischen Erhebenkeit vom Volk. Das ist, sagt die Ethik von die, was bauen ist der Zukunft auf physischer Kraft und sein Recht auf der Faust. Und mehr wie als fordert der Iker ist das adressiert zu den Assimilatoren und die anderen, was kommen zurück zum Volk, der Cheretz vom Volk. Wie also ihr wird nicht reden mit dem Volk, Jiddisch-Polisch oder Polisch-Jiddisch, mit der Cheretz redt. Beigt die leichte Köpfe für einen ewigen Kämpfer, für einen ewigen Volk, zu der Erde. Der Cheretz für ein Volk, für ein ältesten Volk, was einnehmen und bezwingen ein Land und schützen es gegen die heldigste Weltarmeen bis in den letzten Tropfen Blut, hat es gekannt gleich mit allen. Und danach eine lange Schnur von teures Kämpfer bis in den letzten Tropfen Blut für Überzeugungen. Der Recherche für ein Volk, was seine Geschichte ist die einzige heroische Welttragödie. Eine blutige Epoche von Messias Nefesh,
Kiddush Hashem und die unmenschlichste Pein und Leiden für der Idee. Und dem jüdischen Arbeiter hat gewohnt, sich nicht abreißen von Stamm, sich nicht abnarren mit assimilatorischen Chaloimes, sich sehen wie ein Teil von Volk. Der jüdische Arbeiter hat erfüllt und gemusst erfüllen, als in seine Odern schlagt jüdisch Blut, als es belebt ihm ein jüdische Neshama, als redet Jiddisch, lernt ein jüdisch Buch, eine jüdische Zeitung, sagt ein jüdisch Gleichwertel, singt ein jüdisch Liedl und schwer zu verleugnen. Er bänkt zu alles, zu was alle Jiden bänken. Er kann sich nicht abreißen vom Stamm und kann sich auch nicht abnahren mit assimilatorischen Chaloimes und nicht treffen auf dem Weg, was führt von Schiel zum Kloster. Er will und muss verbinden und gewinnen dem Synthese von seinen Klassen und Volksinteressen. Demselben der Cheretz, was hat gefordert bei uns, hat verlangt von sich allein. Der geistige Aristokrat, hat keinmal nicht herabgerät zum Volk. Verkehrt, ihm gewollt aufheben zu sich, ihm lernen trachten für sich allein. Andere haben gegeben Pappe, sie kalt und sie legt auf Tellerlach. Peretz hat geworfen Kerne. Wer es seht, warft nur Sommen. Nicht kein Zikait Bräut und nicht kein Blumenstangen. Und die Schreibers waren als ihre einzige Nährung können sie nur kriegen von den Volkwurzeln. Und alle, was haben den Pebble verlost, werden sich da fühlen krank, arm, elend und verstoßen wie die kratzige äußeren Lager und wollen herabkommen und wollen sich betten, da langt uns die Hand mehr fallen. Der ganze Jid ist nicht bloß ein Jid von Heint, nur auch der Jid von Nächten. Abkleiden von Nächten, bestimmt und gewiss, sich rangeln gegen die, was wollen bleiben stecken in Nächten, historisch nötig und imperativ. Aber verwerfen dem Nächten meint nicht bloß verwerfen dem Heint, nur schädigen dem Morgen. Judlamet Peretz, das Symbol von unserer historischen Ganzkeit, und wenn man der moderne und weltliche Jid wollte oder weggeschwommen vom Volk, hat sich verhackt im Ghetto. Hat uns gelernt, nicht nur stellen Forderungen zu der Geschichte, sondern hat auf uns aufgelegt, der Reihes, was wir alle zusammen und jeder besonders, tragen vor der 4000-jährige Geschichte vom Volk. Weil ohne ihr ist man euch am Morgen. Erwogen die Schreibers und hat man keine Vergangenheit und keine Zukunft nicht, ist man auf der Welt ein Findelkind, und hat die Mama, und Tradition und Pflichten für den Späteren, für die Zukunft, für den Ewigen, dient man sich allein. Messt man und weckt als mit sich allein. Hat man nicht mit was zu streben. In der Messiah, was fällt unserer Literatur. Und von der Literatur fordert soll die Literatur sich durchdringen mit der Kraft vom Volksekörper. Soll sie sich auslernen, gucken der Geschichte in die Augen rein. Der ganze Jid, sind so vom 19. und 20. Jahrhundert, hat gemusst schaffen an neuem Synthese zwischen Volk und Welt. Jüdischkeit und Universalismus. Beweisen, als nicht nur schließen sie sich nicht gegenseitig aus, noch verkehrt, sie der Ganzen eins das andere, als eins und dem anderen, und als eins und dem anderen ist nicht möglich. Die Wände von Ghetto sind eingefallen. Neue Ideen haben geklappt in die stäubverdeckte Scheiben von jüdischem Leben. Die Welt ist kleiner geworden. Lesungen und Losungen haben sich zusammengeflochten wie die Hörner von Hirschenbeck in Geschläge für der Liebe von einer jungen Hirschenmädel. A Skole, Assimilatie in Deutschland Schmad,
Russifikatie, später Sozialismus. Alle haben sich vermossen auf der Arme Bas Israel. Das jüdische Leben hat gehabt 3 Breres für sich. 1, verschränkt werden. 2, verschanzen sich innewenig, an Fenster zum Reißen, Leben bleiben isoliert. 3, hereinnehmen die neue Ideen, sei unter jüdische Begabung, nicht verlierendig das nationale Ponnen, sich einschließen in der Welt. Das hat gemeint Universalismus und bleiben naiv, Sozialismus und bleiben naiv, hereinnehmen die Welt und bleiben naiv. In anderen Wörtern, abschätzen und Korrel sein die Welt von national-jüdischen Standpunkt und Interesse. Yankov Gladstein vergleicht Peretz's Auftu zu dem Auftu vom Rambam im 12. Jahrhundert. Gedei zu raten die Jüdischkeit von seiner Zeit, hat der Rambam gemusst einschließen dem Rationalismus von der Epoche, die Philosophie von Aristotel, wenn man Maimonides hat betrachtet wie dem Prinz von den Philosophen, in der Jüdischkeit. Gedei zu raten die Jüdischkeit von unserer Zeit, hat Peretz gemusst einschließen die universale Idee von unserer Zeit, dem Säkularismus, dem Humanismus, dem Sozialismus. Peretz's Formel ist gewesen zum Mensch auf dem jüdischen Weg. Eigentlich in Sametach die Zyklowskische Jid- und Mensch-Konzeption. Zyklowski ist geschrieben, was mehr Jid als mehr Mensch, was mehr Mensch als mehr Jid. Manchmal nicht nur haben sie sich übergewunken, nach der ganz einer dem anderen. Weil Peretz ist gewesen, wie allein sagt es, der Unzünder, ein Zurück-Unzünder will ich sein, hat geschrieben, ist Zyklowski gewesen, der, was hat Lichterlach zerstellt. Es soll sein, was anzuzünden. Aber der Weg zum Mensch hat gehabt unaschir Ströchlingen, unaschir Paskes. Gedem zu betreten hat man gemusst so viel Steine abrahmen. Und wie Peretz schatzt ab die offene Negev, die Steine im Weg. Die vergliederte Balibatischkeit von einer Seite und die fremde Intelligenz von der zweiten, das öffnet die Wege, was führen ab von Jüdischkeit. Gedei sollen vermacht werden, die Wege, muss beschaffen werden eine neue jüdische Intelligenz, was soll kultivieren eigene Werten und frei bewegen dem Volk. Frei bewegen das Volk. Das Eberste ist geschrieben geworden in 1911. Aber Peretz hat ein ganzes Leben sich gerangelt gegen die Assimilatoren und gegen die, was hat gerufen, die Chumisch mit Rasse-Jiden. Beschuldigt die Frumme, zu liebhaltenden jüdischen Gedanken in Kleus oder auf verschottenem heimischen Winkel, ist unlicht und Luft kränklich geworden, der jüdische Gedanke. Und zittert vor jedem freien Luftzug, vor jedem lichtigen Strahl. Was ist beschaffen geworden, die Erde zu bezwingen, das Leben zu beherrschen und gerecht zu machen. Peretz hat Meure gehabt für die, was wollen zurückrufen dem nächtigen Tag, wenigstens verhalten dem Heint über sein Grenz und nicht zulassen dem Morgen. Also hat geschrieben. Macht es das Wort gemeint, nehmen dem lebendigen Sommer, um welchen die Schale hat geplatzt, was darf durch Schnee verpflanzt werden, was soll schnell und farbiger aufspritzen und zurück in der Schale verschließen und verbinden und herumdrücken die Schale und als Spruch sagen, Sommen, wachs in der Rengschaft, wachs in der Finster. Und zu den abgefremden Jiden teinet er fremde Ideen pflanzen, fremde Kulturen. Wir sagen, alle Wegen führen zum Mensch.
nur jedes Volk hat sein Weg. Und ihr sagt, täuschenden Weg, Hilfen mit Kulturwerten. Wir wollen entwickeln heimische und eigenartige. Ihr heißt herauswerfen und nehmen fremd Feier zum Missbeach. Wir können Poljaken lieb haben, wir können haben und wir haben dieselbe politisch, soziale und ökonomische Interessen wie die Poljaken. Kein Poljaken können wir nicht werden. In seiner Arbeit Was fällt der jüdischen Literatur, geschrieben ein Jahr früher, wie die früher Dickerei, ist Peretz verlaufen den Weg seiner Kritikers, wie wir dürfen oft verlaufen den Weg unserer einseitigen Kritikers. Es soll nicht kommen zu kein Missverständnis, hat er geschrieben. Ich rede nicht vom Verschließen sich in geistiger Ghetto. Man soll raus von Ghetto, nur mit einem eigenen geistigen Vermögen und täuschen, geben und nehmen, nicht betteln. Ghetto ist Impotenz, Kulturkreuzigung. Die einzige Möglichkeit für die menschliche Entwicklung. Soll kommen der Mensch, muss sein der Synthese, der Sachakel, die Quintessenz von allen nationalen Kulturformen und Weltanschauungen. Nehmen und sich nicht verlieren, das ist die Hauptsache. Und das ist die schwerste bei schwachen und nicht selbstständigen Völkern. Mit scharfer Satire reißt Peretz herunter die Führers von der PPS, die Poljaken und die Jiden, was verleugnen und ignorieren die jüdische Not und die jüdische Zukunft in Polen. Ihm ist der Widder seiner überflächiger Kosmopolitismus, das Jidl stellt die Frage, während sie Zeit zu regen wegen Völkerschaften, dämmelt, wenn man redet wegen Proletariat, und der Mund mit Bitterkeit in der Spitze von PPS stehen Baruch Hashem Asach Jiden und Jidenes. Und der Ricker kann nicht Meuchel sein, was die Jiden wären nicht der Mund in der PPS-Resolution wie Erfolg zwischen den Völkern, was darf befreit werden. Ausrechnen dich alle Völker, was PPS wird und muss befreien, mir nicht gerechnet, mein Volk nicht der Mund. Und nimmt sich das Salz von dem, was der ganze Jid hat gemusst formulieren für sich, wie Peretz hat das getan, als die künftige Menschheit wird bestehen von einzelnen, freien, selbstständigen und eigenartigen Völkern. Von anderer Art redet er wegen dem, zwischen dem russischen Bass und dem deutschen Peikel muss euch gehört werden die jüdische Fiedel. Anders hat er es nicht gesehen und anders hat er es nicht gewollt sein. Bloß Asa und nur Asa hat gekonnt sein der ganze Jid. Seine Deklaration ist eine direkte und eine stolze. Wir seien ein Erfolg wie alle Völker, nicht weniger und nicht mehr. Und noch etwas hat der ganze Jid bedarf besorgen für sein Volk. Eine ganze Literatur. Hat er sich gefuttert, geworden der Bereiches, die Potenz für alles, was es gekommen später. Er ist der Vater von der jüdischen Literatur, hat Chaim Szyslowski gezeigt, weil alle kommenden Künstler stehen unter der Spur von sein Schaffen, aber jeder einer hat seinen eigenen klaren Derech. Er hat geöffnet alle Schlüssel für eine freie, für eine volle Literatur. Von jedem Aufblick seinem hat sich später ergens ein neuer Weg durchgerissen. Von jedem Experiment eine neue Geschichte. Sensitiv hat er mir heuer abgeschätzt. Er ist jener Chaos, was es alle Gestalten und alle Sachen, weil er es nicht keiner von sei und ist die Jeheules und der Samen von sie alle. Der größere Verseher, der blendendicke, viel choleriker Breches.
Die Kerner von der Vielform in Peretzen hat nun bis Minkow angeteilt, seinen Gewinn der erste dynamische Stoß in der jüdischen Poesie. Und Literatur für Peretzen hat gemeint Volk. Macht es Unvolk ist nicht doch keine Literatur. Die Literatur darf sein, sagt er, Brot und Wasser, Licht und Warmkeit für ein Volk, ihm beschützen und erziehen. In dem Part hat er manchmal gewählt der Meinstel von Mendeln und Shalom Aleichem. Die Literatur muss sein national in Inhalt und in Form, soll sie nur sein echt und künstlerisch, wird sie schon bemailen werden international. Es kann nicht sein, kein echter nationaler Künstler, was soll nicht sein international, sagt Jüdla mit Peretz redendig wegen Tschechowen. Das Material für die Kunst und ist die Wirklichkeit, hat Peretz gesagt. Aber die Wirklichkeit muss man verstehen, austauschen und überschaffen. Jüdla mit Peretz hat sich gesprochen, für die, was hat angerufen, die Beschreiber, was haben beschrieben, das, was haben gesehen. Und gedei sich zu bewahren, als die Wirklichkeit allein ist noch nicht genug, an Anwendung auf den Sozialrealismus von unserer Zeit, gibt er gleich zu, das dichterische Herz ist der Kaleidoskop. Das Dichten muss sein originell, eine persönliche Schaffung, Poesie ist Persönlichkeit. Bonte Schweig ist Tage nicht mehr die realistische Beschreibung von einem unglücklich zertrotten Leben, was jeder einer wollte gekonnt anschreiben. Die fantastische Raum, der Himmel, der Besdin Shalmaila, der peretzische Kaleidoskop geben zu der Sache einen neuen Inhalt. Dafür das Fantastische schafft einen neuen Teuchel. Dafür das Fantastische schafft ein neues, einen höheren Realismus. Tragt er euch ein Mischbild über der Welt, der hebt Bonschen zu einem Symbol. Dasselbe ist es wegen 3 Matones, die Passierungen, kleine, realistische, tagtägliche. Die peretzische Raum, die originelle Überdichtung, der hebt die Sache zu Deuer, zu Tommigkeit, zu kosmischen Treue und zu geleiteten Optimismus. Aber der gesellschaftliche Bewusstsein wegen Literatur, aber der aktuelle Humanismus, aber die Identifizierung sich mit dem Volk, aber die Gerangel für Wiedergeburt und Werde, aber mit großen künstlerischen Mossen und mit breiten Atem und mit seltener Vertieftheit. Er hat gefottert die jüdische Literatur, macht man so viel Forderungen zu ihr gestellt. Und alle echte jüdische Schaffers nach ihm haben sich gemusst fragen, wie wohl Peretz auf dem reagiert. Auf der Betrachtung von Tevjen verliert bei Peretz in dem Unterton von Skepsis. Macht man sich stützig auf Tat und Widerstand, auf durchgelebte Tragödie und auf haben abgefragt dem Derech von der Welt. Er hat Inhalt und er hat Form der jüdischen Literatur gegeben. Und der Ricker keinmal nicht herabgerät zum Leiner, wie Reu der Leiner soll nicht haben gewinnt. Mehr wie wer es ist, hat er gezwungen, dem Volkmensch zu trachten. Kann die Decke Literatur hat er nicht gekonnt vertragen. Jud Paul Lamed Peretz ist gewinnt der weitste Trott für uns in der jüdischen Literatur nach Mendeln. Shalom Aleichem ist ein Toch gewinnt der natürlichste Hemmschach von Seiden. Jud Lamed Peretz ist gewinnt beide, ich Hemmschach und ich neuer Weg. Gedeiht zu stellen dem Trott hat Peretz bedarf ich affirmieren, bestätigen Mendeln und ich weg von ihm. Wie ein Kind, was tut beide Sachen mit einmal.
warft ab die Eltern und nimmt sie mit sich. Bei Mendel sehen wir wenig dem Jochid, mehr die Massenkante. Wenn ja Jochid, ist bemela ein Symbol, eine Allegorie, ein Moschel, eine Personifikation von einer Idee, wie Wecker in die Taxe, Benjamin in Messias, Yisroelik in die Klatsche. Ähnlich kommt vor bei Shalom Aleichem. Yitzchak Leibes Peretz hat schon auf mehr wie Verses von seinen Vorgehers und Mitzeitlers und oft tiefer wie seine Nachgehers, die einseitige, differenzierte, psychologisch verplanterte jüdische Persönlichkeit, gehabt im Gewebe von modernen Problemen, der Ricker bescheiches mit Welt und Volk. Das Dreiling-Problem, soll man sagen dreieckig Problem, von jedem einzigen von uns, ich, Volk und Welt. Peretz allein versteht genau, was künstlerische Aufgaben stehen für die jüdische Literatur. Früher, sagte es gewinnt Mendele und gehabt hat für sich eine greue, täubstumme Gas mit oder an Kartoffeln. Ohne einen größeren Gedanke, ohne einen größeren Cholm, ohne eine Persönlichkeit und als er gemalt, hat kein Mensch nicht gesehen, noch Städtlich, Marken, Hekdoshim, Botemetroshim und desgleichen. Der moderne Jid wie der Mensch von unserer Zeit von Verlorenheit und Suche nicht beklar, kann sich mehr mit leichter Emphasis nicht zufriedenstellen. Judla mit Peretz ist darüber in samme Tocht gewesen, wie der Mann früher nicht bloß ein Fräger, nur auch ein Abfräger. Judla mit Peretz ist betochen, wird von dem nicht kleiner, bloß subtiler. Als was kommt von Gerangel mit Ideen, von traumatischen Angsten, von Gläuben und wehren sich in einem Gegenstellen sich. Der moderne Künstler muss abfragen, zeigen soll werden simplistisch, makriv sein, künstlerische Haschlome und Spierung. Für eine Tendenz zum Mischbeten Judla mit Peretzen, zu lieb sein Hoffnung und Schreck, geschrieben in 1906, wenn hat ausgedrückt Zweikes und Meure, was wird werden mit den Bezwungenen, was werden Bezwinger. Die natürliche und unvermeidlichste Frage. Abfragen Judla mit Peretzes Radikalismus zu lieb dem, wie Teil von links Fleckenteitchen, oder suchen in dem aber Bestätigung, als Peretz hat sich abgeschockelt von seinem Radikalismus, wie andere von rechts dringen, ist bloß ein Simmen wie geistig begrenzt und unsicher beide Stadien seinen Gewinn. Akkurat wie Immerzer soll abfragen Walt Whitmans Glauben in der Amerikaner Demokratie, macht man hat gehabt Zweikes und aufgedeckte Nackigkeit von die, was haben sich gehielt in Mantel von Demokratie in soffendicken Teil von Land. Punkt wie Whitman hat nicht abgefragt, die Amerikaner Demokratie zu lieb die soffendicke kleine Menschenlach. Akkurat also hat Judla mit Peretz nicht verloren sein Glauben in dem neuen Menschen, in dem Volk, was wir dürfen, schaffen die richtige Weltgeschichte, die bessere Erdbeschreibung. Und hat gehofft, dass mit der Zeit wird das Volk auswachsen, kriegen lassen. In einer von seinen letzten nicht verändigten Dramas sagt die Mama zu ihrem Sohn Davidl: Sing, Davidl, derweil Unwerte. Das Leben und die Zeit wird geben, Werte euch. Peretz erzählt, Hillel Zeitlin hat einmal geschrieben, a Himmel hat der Peretz, aber nicht kein Gott im Himmel. Die erste Hälfte von der Phrase ist gewesen ein Kompliment und ich verneige sich mit der lieblichen, verbindlichen Schmeichel. Besser später als keinmal.
Für das die zweite Hälfte bestätige ich ganz bestimmt und entschieden. Ich weiß auf jeden nicht, wo sein Leben Namen zu suchen. Aber Peretzes Himmel, wie alleine zugegeben, ohne Gott, ist gewesen so versicherndig und so tröstendig, wie der Gott in ihm für unsere Eltern und Elternseltern. Judlamet Peretz hat ausgesprochen, der Himmel wie eine Sucke von Rachnen über die leidendige, verlorene, auf der Erde vermischbete Bnei Adam. Und der Himmel ist ein Dibre Chaim, ein Deuerschutz, deuert bis heint. Jeder jüdische Schreiber, dort und umherum, mit der Chayes Gewissen, hebt gesätert die Augen auf zum Leben und strafendigen Taten. Judlamet Peretz, so hat das ist der Weg. Judlamet Peretz antwortet nicht gleich und nicht jeden besonder, nur es glühen auf die Wörter, was hat gesagt, übergesagt. Teufel laut derach. Moralische Wichtigkeit, Lehrkeit und Hefker ist nicht der Weg. Keinmal nicht der Weg. Und der Ricker Kinder dem Pebble nicht vergessen und nicht verlassen. Der Ricker das Volk beschützen. Peretz stellt vor dem neuen Mensch so. Es geht der neue Mensch. Kommt, dünner in Kohl, in die Augen blitzen, wird kommen und beschützen. Das Schlüsselwort zu Peretzen ist gewinnen, bleibt beschützen. Und mit dem der Heben die Kinder von Dallas zu der Madrege von größer, stolze Jiden mit flatternden Kinderschommes. Wie mit der Taten, wie mit der Mammen, ist unser Chesed mit Peretzen in dem Volks und in der Literatur nicht kein Versachakelter und nicht kein Verändigter. Ist Adayom, die Moss und der Wegweiser. Mit den allen Jahren später noch mehrjährige und ausdreißlandige Explosies im Leben vom Volk, nach Auschwitz und der Geburt von Israel, zittern wir noch alt, Judlamet Peretz, zitieren wir noch als Judlamet Peretz's Rede in seinem Artikel Bildung. Menschlichkeit ist unser heiligster Ideal. Darüber haben wir Herz, Gefühl und Mitleid mit allen Vertriebenen, mit allen Gejockten. Nach seiner Weggehen ist gewinn Verjossenkeit und Schreck. Nicht der Tate. Auch heute nach seinem Tod hat Moscheleib Halpern sich gezappelt. Keinmal noch hat nicht die Schreck von Untergang gerät zu mir, als wie jetzt. Und soll geseder und soll allemal sich gemosten mit sein Moss. Jankiv Gladstein, redendig wegen Scheiches und Häuf von modernen jüdischen Schreiber zu Peretzen, zitiert Peretzes Erzählung A Klezmers Tod, später dramatisiert von Peretzen unter dem Namen Was in Fidele steckt. Der alte Klezmer starb, lässt aber noch sich seine 6 Bonnen, die Kapelle seine, mit welcher hat angeführt sein ganzes Leben, und a Kapelle ist wichtiger wie ein Minion, sagt er. Die Kinder stehen verloren, die Augen reingestochen in der Erde wie treffende Messers. Der stabendige Klezmer bett sich vor sich, lasst mir hören, wie die Kapelle wird spielen an mir. Und jeder geht aus, sagt er sie an, hört Kinder, spielt an mir wie mit mir, spielt gut, seid nicht kein Schotzen auf eure Mechassenes. Heißt es, sie ist apathisch, Poschete die Peretzirusche. Man darf bloß spielen gut und der Ricker spielen gut
auf eure Mechassenes. In allgemein genommen hat die jüdische Literatur noch Perzen in allen Ländern und Winkeln nicht verschämt seine Rüche und seinen Anslag. Schönen Dank. Nicht davon was. Ich habe eine Frage. Ja. Itche Goldberg sagt, als Peretz's Eulam ist gewähnt, sein Lehner ist gewähnt. Der Jid, was ist nicht gewähnt, kein Orthodox, nicht gewähnt, kein Assimilator. Meine Frage ist, sie jene Lehner existiert noch Hals? Oder sie ist Lehner verschwunden? Auf Jiddisch? Nein. Und auf Englisch? Auf Englisch, ja. Die jüdische amerikanische Literatur. Nicht nur Literatur wegen Nieten, nur die jüdische amerikanische Literatur wegen jüdischen Leben. Ist nicht annehmlich von einem Orthodoxen, nicht von einem Assimilator. Der Orthodox lehnt es nicht, setzt es nicht auf den Ekran, sie auf der Bühne. Der Assimilator fragt, was hat das dann mit mir? Was heißt das, ihr meint, als Peretz in die Besetzung wird noch Halt gehabt, alleine, heutzutage? Warte. Und wie es gibt dann, ich sag mir, die gut bekannte 3 Meisjes und 2 Lieder, was mir gefällt in jeder Anthologie. Bei dem Klass für sich 400 habe ich übergesetzt ein Essay Peretz's wegen Literatur in allgemein, wegen der Ästhetik von Literatur. Und die Studenten haben sich gesteuert. Also in den frühen Jahren vom 20. Jahrhundert hat er jüdischer Schreiber gekonnt schreiben mit der Sachverstand, mit der halb freudianischer Verstand.